Aber die Ehre und grüßt euch, ich bin die Feldwolzen und sage euch heute ein neues Video zu Division 2. Ja, meine Freunde, es gibt ein Technikerbild, das habe ich zusammengestöpselt. Habe aber da geschaut, habe ich selber gemacht. Habe es versammelt, dass ich das ganze Ding ganz ausroll, also das ist noch nicht auf Max gerollt. Und ich bin nicht der perfekte Spieler. Und wenn ich das schaffe, das Ding zum Rocken, dann schafft das auch jeder. Ja, das ist also praktisch ein Technikerbild mit viel Rüstung. Und ich spiele das mit der Lefty, Techniker-Spezialisierung, EMP-Granaten. Und die Lefty, da braucht man eigentlich nur das Talent, was die Waffe hat. Ja, es aktiviert man mit der Granaten. Also ich habe mir das halt so gedacht, da ist jetzt nicht passiert, da kommt der Ticker daher. Wenn er einen noch nicht gesehen hat, schmeißt man Granaten auf den, hat den Puff. Ui, ja, Versprecher an der Tagesordnung. Ich kann halt kein Englisch nicht, gell? Müsst ihr mir schon verzeihen. Aber das Talent wird aktiv, der Hammer. Und dann hat man 30% mehr Schaden, glaube ich zu wissen. Müssen wir uns später dann nochmal genau anschauen. Und den Rest spielen wir halt hauptsächlich eigentlich mit der Kondensator. Ja, was die kann, weiß ja jeder. Erkläre eigentlich am Schluss vom Video dann nochmal genauer, wo ich für Mods drin habe und so weiter. Jetzt geht es erst einmal um die Grundsachen. Ja. Dann habe ich noch die TDI-Card drin. Da kann eigentlich jeder eine da, was er lustig ist. Ich habe halt das Talent synchronisiert drauf, weil ich sage, das haut am besten rein. Aber was für Pistolen dass das dann letztendlich ist wurscht. Ich habe die TDI-Card drin, wegen dem zusätzlichen Fertigkeiten, Rang kriegt man einen dazu. Habe fälschlicherweise gemeint, wenn man die ausrüstet, dass man da eine Überladung kriegt, haut aber nicht hin. Ja, Iren ist bekanntlich menschlich und so fit bin ich auch nicht. So, da haben wir jetzt die Maske von Empress International. Die kommt sowieso halb gelb, also die Zeile zum Farmen sind nicht so arg schwierig. Man kann sie optimieren und ein paar Mal Summit davon da und dann oder in den Kanton rein und dann hat man das. Dann haben wir noch von Empress International die Weste. Da ist das Talent kinetischer Impuls drauf. Und dann haben wir noch Brazos, die Akrabus, wenn ich das richtig gesagt habe, Spicarus Holster. Ja, für ein bisschen Rüstung und zusätzlichen Schaden hat man dann auch noch mehr ein rotes und ein blaues Attribut dazu. Das bringt dann auch noch mehr ein bisschen Apps. Ja, wenn man das Ding dann auf legendär spielt, muss man schon sehr defensiv bleiben, weil die haut die Rüstung weg, dass du sagst, das gibt's gar nicht. Wenn man dann Kontrollpunkte oder so auf heroisch spielt, schaut die Geschichte schon wieder anders aus. Funktioniert auch ganz gut, habe ich auch schon probiert, aber ich wollte es jetzt einfach mal legendär probieren. Und ich denke, im Summit hat es mir hingehauen, haut es nicht einen anderen hin. Ob jetzt das dann funktioniert, wenn man jetzt ein Kapitol auf legendär oder sowas läuft, das war zum Probieren, das probiere ich dann auch mal im Stream. Und ja, schauen wir mal weiter. Jetzt geht noch der Rucksack ab und Handschuhe brauchen wir auch noch. Also einen Rucksack habe ich ein Memento drin. Warum und wieso erkläre ich auch später. Sagt jeder wahrscheinlich gleich, oh, Memento, gibt es verbessernde Sachen? Ja, wohl möglich, aber ich habe es jetzt einmal so gemacht. Handschuhe habe ich wieder von Empress International und dann haben wir noch die Knieschoner. Sind Regenbogen, habe ich leider keine andere nicht gekriegt. Ja, auch später noch mehr dazu. Aber Brazos die Akrabus Knieschoner mit dem Holster, das gibt dann auch noch mehr einen Fertigkeitsrang. Ja, wie gesagt, also ich tue mich da weggert und ja, wieder mal durchgereibert da. Ja, es ist schon nicht schlecht, also es ist wieder mal wegen ein paar Trophäen einsammeln, damit der Buff vom Memento oben bleibt. Am Anfang ist es ein bisschen tricky, die ganze Garde, weil man ja 30 Trophäen braucht, um den Memento da am Laufen zu halten. Oder dass er voll gestackt ist, ja. Muss man ein bisschen langsam da, aber wenn man es dann einmal beieinander hat, alle 5 Minuten so eine Trophäe, ja, das ist mit Sicherheit zum Machen. Spielen wir das Ganze mit Drohne und Geschütz.
Ich bin jetzt mal der Meinung, das ist das Beste. Wollen wir mal anders probieren, vielleicht mit einem Stecherdrohnenstock etc. Vielleicht auch möglich, aber ich spiele sowieso gern mit der Drohne und das Geschütz macht halt auch am meisten Schaden. Darum habe ich jetzt halt die zwei Sachen drin. So, das war's jetzt dann einmal dabei. Jetzt gehen wir dann ins Eingemachte und schauen uns die Werte an. Ja, da habe ich vielleicht noch was Kleines in eigener Sache. Und zwar, ich habe einen Discord-Server, der entwickelt sich doch recht gut und sind lauter gute Leute dabei. Ja, ein bisschen Eigenwerbung, ja, Selbstmordkommando passt. Und Treffpunkt für Clans und Gamer. Und ja, wir spielen alles, Red Incursion, Descendant, Open World, Hunterjagd etc. Gibt es Anleitungen, haben wir ähm, für jede Aktion haben wir irgendeinen Spezialisten da dabei, vom Speedrunner bis Neulinge sind alle dabei. Und bei mir treffen sie die und machen sie sich was aus. Clansuche, andere Clans oder andere Spieler. Bei mir findet man einfach alles. So, dann schauen wir uns einmal die Spezialisierung an, was wir jetzt da eingebaut haben. Das ist der Techniker. Und wichtig ist, dass der nicht auf Heilung steht, sondern auf Fertigkeitsschaden. Das sind dann 10%, was man dann extra kriegt. Der Techniker hat auch das, dass die Roboter mehrer nehmen, also mehrer Schaden nehmen. So, dann habe ich die Linkshänder drin. Wie gesagt, perfekter Vorschlaghammer. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Granatenwerfer auf den Dicken und dann drauf schießen mit alles, was man hat. Dann haut es den auch relativ schnell um. Mit der Kondensator, ja, die Kondensator, die verhält sich halt so, je mehr gelbe Attribute das du hast, umso mehr Schaden macht das Ding. Und dann kann man die aufstecken. Auf ja, 40 Treffer, glaube ich, muss man machen. Dann, ja, 40 Treffer steht da recht schön. Und gewährt dann 15% Fertigkeitsschaden mehr. Und Waffenschaden hat man dann 7,5% mal dem gelben Attribut. Also kommt auch ganz schön was zusammen. Ich bin kein Mathematiker, aber das Ding haut schon ein. Ja, sowieso auf Maximum gerollt. Dann war es das einmal mit den Waffen gewesen, weil bis dahin ja TDI-Card auf synchronisiert. Aber wie gesagt, da kann ja jeder nicht da, was so lustig ist, weil man hauptsächlich mit dem Kondensator das Bild spielt. Ja, obwohl ich noch sagen wollte, der Discord-Link, der ist bei mir im Kanal angepinnt. Draufklicken, nachschauen, vielleicht gefällt es den einen oder anderen. Ja, dann brauchen wir jetzt noch die Maske. Und bei der Maske haben wir, wie ich schon gesagt habe, Empress International, Fertigkeitsschaden, Fertigkeitstempo und nochmal Fertigkeitstempo. Fertigkeitslebensenergie kriegt man, weil wir 3 Teile haben, haben wir die Fertigkeitsschaden nochmal und Fertigkeitseffizienz 10%. Und das ist ganz, ganz wichtig. Darum habe ich 3 Teile von Empress International dran. Ja, das ist fast alles gleich gerollt. Fertigkeitstempo deswegen, dass wenn uns ausfällt so geschützt, dass das gleich wieder da ist, weil sonst hauen sie die ganz schnell weg. Das ist Apps, ja, habe ich anders probiert mit Elite-Schutz oder so, aber für mich ist jetzt der Mod Fertigkeitstempo am gescheitesten gewesen. So, dann haben wir Empress International Handschuhe. Da habe ich Kopfschussschaden drin, weil ich das Ding noch nicht anders gekriegt habe. Da war jetzt natürlich auch wieder Fertigkeitstempo drauf, wenn man es ja, wenn man es so findet. Ich habe da einen Fertigkeitsrang drauf gerollt, warum auch immer. Ich habe wahrscheinlich keine andere Handschuhe gehabt, dass die... Ah, Mann, bin ich blöd. Da unten war der richtige gewesen. Ich habe die ganze Zeit mit dem falschen Handschuh gespielt. Ui, der Schwede. Naja, das kann auch nur mir passieren. Ja, macht nichts. Also falscher Handschuh. Passt da. Aber Empress International hat schon passt. Gott, ich habe den falschen Nutzung gehabt. Da haben wir das Picaros-Holster, Fertigkeitstempo und durchs zweite Teil am Fertigkeitsrang. Dann haben wir da wieder Fertigkeitsschaden drauf. Da geht leider nichts anderes, aber mit dem haben wir ein blaues und ein rotes mehrere. Und ein gelbes eigentlich auch. Also blau, rot, gelb mit einem Teil haut das schon ein wenig 4 die ganze Gaude.
Dann haben wir einen Brazos die Akrabus, wenn ich das richtig sage, auch noch nicht ganz ausgerollt, wieder mit Fertigkeitsschaden. Da war es auch ganz schlau gewesen, hätte ich Apps mit Fertigkeitstempo noch gekriegt. Aber es ist nicht so einfach, die Dinger zum Farmen. Also Rüstung passt, Fertigkeitsschaden passt auch. Wo es nicht passt, ist das da unten, da kehrt auch noch mal gelb sein mit Fertigkeitstempo. Da hat man noch mal brutal gespielt. Aber das Bild hat so auch ganz gut funktioniert. Und ich gehe mal davon aus, dass manche Leute dabei sind, die wo sie da in Countdown reinklatschen und den niederlaufen, bis das richtige Teil gekriegt haben. Ich werde das dann auch noch mal machen, aber ich mache das im Summit, weil ich einen Countdown ehrlich so richtig gar nicht mag. Das ist irgendwie, ja, was auch nicht mein Fall. Jo, dann tun wir weiter. Dann haben wir den Memento und da kommen wir zu was Wichtigem. Der Memento hat Waffenschaden, Rüstung und Fertigkeitstempo. Und mit den Trophäen, wo man einsammelt, wenn man einen umgebracht hat, ja, es skaliert praktisch der Waffenschaden in T und skaliert die Rüstung in T für eine gewisse Zeit. Und was ganz, ganz wichtig ist, die Fertigkeitseffizienz steigert sich, wenn man alle Trophäen eingesammelt hat, 30 Stück, um 30%. Dann haben wir praktisch 40% Fertigkeiteneffizienz mehr und das spürt man extrem. Und das bringst mit keinem anderen Teil zusammen. Und darum habe ich ein Memento genommen. Scheiße ist halt mit den Trophäen einsammeln. Ja, das muss man sich ein bisschen gewöhnen dran. Was man dann halt noch hat, ist, was man dann außerdem bei dem noch kriegt, sind 3% Rüstungsregeneration. Also macht auch schon Fun. Also das ist sehr hilfreich. Ja, Drohne und Geschütz sind auf Fertigkeitsrang 6. Und somit machen die auch gut Schaden. Ich habe leider nicht die richtigen Mods drin, weil ich es einfach nicht besitze. Die müsste nur ein wenig farmen. Ja, ich habe da leider nur Abprallwirkzeit drin. Das bringt halt so bei der Kampfdrohne überhaupt nichts, weil ich leider keinen anderen Mod nicht habe. Und vorne habe ich Lebensenergie, das macht auch Sinn. Und unten braucht man Schaden. Da habe ich jetzt Schadensminderung drin, wo es jetzt auch überhaupt keinen Sinn nicht macht. Da gehört eigentlich, schauen wir mal nach, ja, Schaden mehrer tatsächlich hätte ich gehabt. Und ja, wie gesagt, ich habe das Bild gespielt, es funktioniert. Und soll ich sagen, manche Sachen habe ich noch falsch oder gehört ein wenig anders, wie ich angesprochen habe. Die Handschuhe gehören komplett gelb und bei den Knie gehört auch noch ein gelbes dazu, statt der Rots. Dann war das Ding perfekt. Aber ich habe es einfach nicht gefarmt gekriegt. Und bei der Weste haben wir noch den kinetischen Impuls drauf, der ist auch sehr hilfreich. Jetzt wenn man sagt, wow, da kann man ja mit Glaskanone spielen. Ja, bei der Glaskanone, da hätte man praktisch ein bisschen mehr Schaden, aber man kriegt auch mehr Schaden ein. Und das hast du beim kinetischen Impuls nicht. Und der kinetische Impuls, der treibt den Schaden von den Skills auch in die Höhe, soviel ich weiß. Ja, zu guter Letzt hätten wir jetzt da noch die Westen auf Fertigkeitstempo, Fertigkeitsschaden und da habe ich dann eine da Rüstung bei Tötung. Das ist vielleicht auch gescheit. Wenn ich die anderen zwei Teile austauscht habe, die wo mir noch falsch sind, dann werde ich alle Mods mit Rüstung bei Tötung eine da. Damit man sich da auch ein wenig in T stacken kann oder noch schneller seine Rüstung wieder zurückkommt, weil der Memento macht ja schon einiges gut, wenn man in der Deckung sitzt. Ja, jetzt lassen wir ein bisschen ein Gameplay laufen. Das geht noch ungefähr so 10 Minuten, weil ich ja gesagt habe, ich habe die 3 Etagen von 97 bis 100 solo gemacht, legendär gemacht, ohne dass ich umgefallen bin. Und deswegen möchte ich das jetzt beweisen und lasse das Ding weiterlaufen, damit man sieht, ja, der hat nicht gelungen, weil verzeih keinen Scheiß nicht aussieht, darf ich es nicht wissen. Ich habe nicht zusammengeschnitten, ich habe einfach, darum läuft das Video auch die ganze Zeit im Hintergrund, weil einfach das jetzt halt da sagen möchte, dass das wirklich funktioniert, das Ding. Es gibt andere Skillbuilds, die wo stärker sind, aber die haben bei weitem nicht so viel Rüstung und da haust du ja bei weitem viel schneller um und man muss noch vorsichtiger spielen. Also ich wünsche euch viel Spaß noch, lasst mir konstruktive Kritik in die Kommentare da, ein Like, ein Abo oder was auch immer, mir ist es wurscht, aber Kritik war nicht schlecht. Sagt, ob es euch gefallen hat oder ob es scheiße war
oder was ich besser machen kann. Wie gesagt, ich stehe noch ganz am Anfang und ich möchte jetzt da nicht mit Gewalt irgendeinen Kanal außerstanzen, aber mir taugt das, ich mache das gern. Und der eine oder andere hat mich schon abonniert, dem gefällt scheinbar, was ich mache. Und ja, in dem Sinne, guten Loot und man sieht sich beim nächsten Mal oder beim nächsten Video. Servus, für euch, habe die Ehre.
Ja, ich nochmal. Und wer es jetzt bis da hinten ausgehalten hat, ich habe auch einen Clan, der ist frei zu joinen. Auf nette Leute bin ich schon gespannt. Könnt's gern kommen. Ja, recht viel Platz ist nicht mehr. Und auch wenn er heißt Bavarian Maniacs, es haben nicht nur Bayern drunter und ich kann auch Hochdeutsch reden, wenn auch schwierig. Aber es würde funktionieren, ja. Bis jetzt hat sich noch keiner gesperrt. Gesperrt, Wortkotze. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Und ja, das dazu. Das war's dann auch von meiner Seite. Also, viert euch noch.